Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen weiter AWIP Primal Planet nach dem zweiten Update. Und zwar habe ich da ein Video dazu gemacht, was im zweiten Update alles drin ist. Unter anderem... Hey, warte mal, den will ich haben. So, unter anderem gibt es was zu tun. Und zwar, wenn man durchs Portal geht, was ja im normalen Spiel das Ende war, also durch das große interstellare Portal, geht es danach weiter. Aha. Und das will ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Und deshalb gehen wir da jetzt halt hin. Das Problem ist, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich tippe auf da runter. Ich glaube aber, dass das Portal nicht mehr aktiv ist. Deshalb muss ich da jetzt ein bisschen nachgucken, ob ich noch alle Batterien drin habe. Mit XP sammeln können wir auch noch. Au. Na du bist jetzt fällig, so. Und ihr auch, weil ihr zugeguckt habt. Aha, dachte ich mir. Da, guck. 1, 2, 3. Ich glaube, 4 haben wir noch. 5. Ja, nicht genug Ressourcen. Wir müssen also irgendwo in der Welt rumrennen und die alten Batterien aufsuchen, die ich irgendwo hingesetzt habe. Ich weiß aber nicht wo. Das ist mein Problem, irgendwie so ein bisschen gerade. Moment. Das wollen wir nicht. Ist jetzt aber auch nicht weiter schlimm. Wir rennen also jetzt einfach noch ein bisschen in der Welt rum, gehen zu jedem Portal. Wir sehen das ja auf der Karte. Also hier ist eins. Da oben ist eins. Das da oben lassen wir besser, oder? Obwohl... Weiß nicht. Und sammeln dann aus jedem Portal, jetzt haben wir einen vergessen. Da ist er. Sammeln mal die Batterien ein. Weil wir es können. Moment, ich muss da höher. Komme ich hier überhaupt hoch? Ja. So, die haben mit dem Update 2, also es gab auch ein größeres Update 1. Und dieses größere... Wir kommen da nicht hin, wo ich hin will, oder? Sehe ich das richtig? Doch. Und dieses größere Update 1... Moment. Entschuldigung. So, dieses größere Update 1 hat unter anderem gemacht, dass man auf Delfinen reiten kann, beziehungsweise mit Delfinen schwimmen, sodass man doppelt so schnell unter Wasser unterwegs ist und keinen Sauerstoff mehr verbraucht. Fragt mich nicht, wie das funktioniert. Könnte ein bisschen eklig sein. So. Jetzt hat aber. Also zuallererst mal, weil wir gerade hier sind. So, wenn wir schon mal da sind, ne, dann hole ich mir diese beiden da, hole ich mir wieder, so. Okay. Den lassen wir drin. Sonst komme ich nämlich hier nicht mehr gescheit raus. So, wäre sonst ein bisschen doof. Dann müssen wir notgedrungen, hallo, das sind so Freunde, die macht nichts. Dann müssen wir hier notgedrungen durchgehen. Ja, mach mir den Boden kaputt. Du musst hier bleiben bei deinen Kindern. So. Wer sich jetzt fragt, was hat denn das jetzt, was war denn das? Warum rennt da ein Dino rum und beißt mich nicht? Tja, dann schaut mal die letzten Let's Plays von mir an. Am besten alle von Primal Planet und die anderen auch. Weil es geht. So, dann gucken wir mal. Gibt's hier... Also, ja. Title Update 1. Wir sind hier nicht bei Monster Hunter. Hier muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu schnell stürze. Deshalb haue ich immer ein bisschen. So. Oh, wenn wir schon mal hier sind, machen wir die auch noch gleich platt, gell? So. Gibt alles XP. Title Update 1 hat also Delfingedönse dazu gemacht. Ich guck mal auf die Weltkarte. Ach, guck mal. Also da oben links, da waren wir. Wir gehen jetzt einfach mal nach rechts. Diese kleinen Häuseleien, was normalerweise unser Dorf war, auch das wurde mit dem Update 1 gemacht. Das sind Stellen, wo wir unser Dorf hinbauen könnten. Aber nur das rechts, wo der gelbe Pfeil drüber ist, das ist das, wo es wirklich ist, unser Dorf. Wir können natürlich unser Dorf auch einfach hinziehen und dann ist gut. So. Wo wollen wir eigentlich hin? Einfach nur nach rechts. Das kriege ich hin. Uah. Hier, Karambolage. Oh, Terrorvögel. Terrorvögel hasse ich wie die Pest. Die mag ich gar nicht.
Mein Dino ist tot. Ja, das ist schlecht, ne? Dafür sind die auch alle tot. So, Dino lebt wieder. Und diese Mücke ist auch weg. Komm, wir gehen mal da hoch. Na, das war eine dumme Idee, ne? Da hinten war auch noch einer. Au! Mal ein bisschen aufpassen hier, so. Dass ich jetzt nicht abnippel. So, noch einer. Der hat sich mal selbst, der hat den Freitod gewählt. Kannst nichts machen. Ah, da ist er wieder. Komm her. Ah! Junge, sag mal, hat er immer einen Carnotaurus als Kollegen dabei oder was? Das geht ja wohl gar nicht. Ist aber nicht weiter schlimm. Machen wir ihn halt einfach platt, oder? Guck mal hier, jetzt kann er sich mal rumdrehen. So. Komm mal her, Töchterchen. So. Kriegen wir hin. So, ja, Title Update 1 hat genau das gemacht. Dass die Karte... Die lassen wir mal schön alleine. Dass man auf der Karte mehr Sachen erkennt. Und dann dachte ich so, ja, okay, du kannst halt jetzt... bleib du schön unten. Du kannst jetzt mit Delfinen rumlatschen und so. Ist ja alles schön und gut. Aber ist jetzt nicht das, was ich gebraucht hätte. Und dann dachte ich so, ja komm, wir könnten zumindest mal ein Video drüber machen. Habe ich dann auch gemacht, wo ich kurz erkläre, was es macht. Und während ich dieses Video am Aufnehmen bin... Oh, jetzt muss ich kotzen. Komme ich auf Steam und sehe, es gibt ein Update 2 und da gibt's Endgame-Content. Krass! So, wir müssen einfach hier runter und dann ist da irgendwo eine Feuerstelle. Hallo, Feuerstelle? Feuerstelle könnte man gebrauchen, da oben ist sie doch. Kann ich zumindest mal ein bisschen... brennenden Speer braucht man nicht wirklich. Ein bisschen Fleisch nachmachen. Das da... Was? Ich habe keinen Sauerstoff gebraucht? Oder habe ich nicht genug Ressourcen? Also, ansonsten ist alles tippitoppi. Wie schaut's denn mit Fähigkeiten aus? Wir haben 9 Fähigkeitspunkte. Ja, könnten wir uns noch ein Leben dazu holen. Oder aber Geschwindigkeit. Geschwindigkeit wäre halt auch mal... Ich glaube, das hole ich mir. Was haben wir sonst noch? Tauchen ist soweit in Ordnung. Was habe ich? Im Moment habe ich 55 Sekunden Tauchen. Also noch eins dazu und dann hätte ich hier 65. Das ist aber in Ordnung. Jetzt wo sie das Tauchen halt so viel vereinfacht haben, ist das schon in Ordnung. Prügelschaden ist natürlich... Ja, komm, oder? Komm, den machen wir. Einfach nur, damit der jetzt vollständig aufgepowert ist. Ich glaube, jetzt machen wir mehr Schaden mit dem Messer als mit der Lanze. Macht ja aber nichts, so. So, wir wollen immer noch gucken. Wir gehen weiter nach rechts, denn rechts gibt es 2 Portale. Hier geht man nicht nach rechts, hier geht es nicht weiter. Und aus diesen Portalen wollen wir die Batterien rausholen. 4 Batterien haben wir drin, das heißt, wir brauchen jetzt noch 6 an der Zahl. Ja, einfach nach rechts, das soll ein Portal sein. Hier, zack, weg damit. Und dann runter ins Wasser. Barracuda. Haben wir dann Fleisch, das kann ich nämlich gebrauchen. Oh, noch ein Barracuda. So, her mit. So, Knochen nehme ich auch noch mit. So, jetzt gucken wir mal hier. Einfach nach links gehen. Oh, das sieht mir aus, als würde hier gleich... Doch nicht. Ich dachte, da kommt jetzt noch ein Carnotaurus oder so. So, jetzt haben wir schon 6. Batterien. Also nicht 6 Batterien. Jetzt haben wir schon 6 Batterien an der Zahl für die Portale. Das macht es nicht besser. So, wir machen einfach so, als hätten wir das nicht gehört. Und natürlich weiß ich, dass auch ihr keine kleinen Ferkelchen seid und irgendwelche komischen Sachen denkt. So, also, wo könnte man denn noch weitergehen? Ich habe ehrlich gesagt da jetzt keine Lust nach unten zu gehen, weißt du? Nee, ich gehe jetzt... Naja, vielleicht gehe ich doch nach unten und dann nach rechts. Das ist vielleicht besser. Zeig ich mal hier die Karte her. Ein bisschen weiter nach rechts. Holz nehme ich mit. Steine nehme ich auch mit. Noch mehr Holz? Ich nehme alles mit. Da steht uns aus. Ach, guck mal da. Die
Die mag ich schon mal gar nicht. Die kommen gleich weg. So. Mal da runter. So. Dann reden wir mal ein bisschen vom Title Update 2. Ich sag immer Title Update 2. Ich bin zu viel in Monster Hunter drin. Für das, wo ich Monster Hunter Wilds nicht mehr spiele, weil es mir auf den Sack geht, weil ich es als das schlechteste Monster Hunter bisher empfinde. Schlechter als World. Wir reden von einem sehr hohen Niveau. Das ist ein gutes Spiel. Aber ich empfinde es als schlechtes Spiel. Und ich empfand World schon als zu weit weg von dem, was ich mir unter Monster Hunter vorstelle. Egal. Ich muss noch tiefer, richtig? Irgendwie. Okay. Da. Weg da. Hauen hier. Ah. Also hier geht's irgendwie nicht entlang. Na, die Stegosaurier, die lassen wir in Ruhe heute. So. Mit dem neuen Update, was kam alles dazu? Weiß ich ja nicht. Ich spiele es ja jetzt auch gerade zum ersten Mal. Ich glaube, es kam mehr Schnaken dazu oder so. Ich spiele es auch gerade zum ersten Mal, also kann ich da jetzt nicht viel drüber sagen. Außer, dass da ein Frosch ist. Aha. Oh, komm mal mit. Was ist das? Oh, orangen Kräuter. Ich habe keine Kräuter mehr. Uiuiui. So, wir gehen mal dahin, ja. Also kann ich jetzt auch nicht viel sagen, außer das, was halt in den Bemerkungen da drin stand. Und da stand halt, dass er mehr Batterien reingemacht hat, also die Dinger, die wir jetzt halt suchen. Ich glaube, es gab bisher 12. 10 braucht man, um das Spiel durchzuspielen. Wir hatten 12, also 12 gab es insgesamt im Spiel. Und der hat da noch mehr reingemacht, damit man schneller zum Endgame kommt oder irgendwie sowas halt, keine Ahnung. Also weiß ich nicht, ich weiß auch nicht, wo die sind. Wobei er gesagt hat, die sind auf der Karte, werden sie jetzt angezeigt. Ich weiß aber nicht, wie sie angezeigt werden. Ob es so wie, wenn man rechts guckt, 1 von 1, das sind die Geheimnisse auf der Karte, die es gibt, die ich entdeckt habe. Ich habe alle entdeckt. Ich habe hier fleißig das Spiel auf 100% durchgespielt. So, ich muss, glaube ich, nach rechts, weil ich ja eigentlich, genau, dahin will. Das ist ein komisches rechts hier. Entweder weiter runter. Komm, wir gehen weiter runter. Mal vielen Geplapper. Ich kann das Spiel vergessen. Parasaurolophus. Du darfst weiterleben. Triceratopse. Die lasse ich auch mal, weil die tun nämlich ganz böse Aua machen, wenn man so von vorne angreift. So, jetzt hat aber quasi geradeaus, also nach rechts, dann die nächste hoch. So. Ja, was er noch gesagt hat, was er gemacht hat, oh Holz, ist, wie gesagt, im normalen Spiel, du gehst durchs Portal und das Spiel ist, das ist doch bestimmt ein Geheimraum, war so klar. Du gehst durchs normale Portal, also du sammelst diese 10 Batterien, gehst durchs Portal, du siehst eine kurze Animation, so, und Spiel ist rum. War ein bisschen, naja, antiklimatisches Ende, weißt du, also da hätte ich mir dann auch ein bisschen mehr gewünscht. War jetzt nicht weiter schlimm, weil das Spiel halt so gut ist. Brauchst jetzt nicht noch ein mega, was weiß ich was Ende. Aber er hat gesagt, nö, guck mal hier. Ich hab, wenn man jetzt durchs Portal geht, dann kommt da noch ein neues Biom. Und das will ich mir natürlich angucken. Mann, ich muss da hoch. So, jetzt sind wir richtig. Und das will ich mir natürlich angucken, weil es wird auch noch einen neuen Boss geben. Und also einen neuen Dino, den wir noch nicht kennen. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. So. Ach, guck mal, du kriegst jetzt angezeigt, wie viel das da eingesammelt hast. Das ist ja praktisch, da muss ich mir das nicht mehr merken. Na, ich glaube, das ging vorher auch schon. Ich konnte mir nur nicht merken, wie viel ich schon habe. So irgendwie war das. Jawohl. Alles weg. Da ist doch bestimmt ein Geheimraum. Nö. So, wir sind jetzt also hier. Jetzt gehen wir quasi einfach weiter nach rechts. Dafür muss ich noch etwas weiter hoch. Komme ich hier hoch? Warte mal, warte. Nee, hätte ja sein können, dass du dann durchs Wasser durchkommst. War ich hier nicht schon?
Naja. Naja. Was ich halt gut gefunden hätte, wenn er das gemacht hätte, vielleicht gibt's das ja, weiß ich ja nicht, New Game Plus, wo man mit all seinen Skills nochmal ein neues Spiel anfängt. Das wäre super. Weil alle großen Gegner, also die richtig großen, so wie Tyrannosaurus zum Beispiel, Tyrannosaurus, Spinosaurus, Mosasaurus, ich glaube, das waren so die richtig großen. Wenn du die einmal besiegt hast, kommen die nicht mehr wieder. Dann hast du die ausgerottet. Und das ist ein bisschen schade, weil, ja, dann hast du halt nur noch so die Standardgegner und vielleicht, naja, ich hätte halt schon gern, wenn die wieder da sind und du kannst die wieder platt machen. So, hier war, glaube ich, ein schlafender Tyrannosaurus zum Beispiel. So. Ich glaube, hier gibt es weiter nichts außer einen Ausgang. Oh, Alien Outpost. Aha, unten rechts ins Eck. Wie komme ich da hin? Indem ich ganz nach rechts laufe und dann den Schlingelpfad runter. Sozusagen. Dann machen wir das mal. Auch hier, wenn du die Aliens, die normalen Aliens, alle vermöbelt hast, dann tauchen die nicht mehr auf. Das ist halt auch ein bisschen doof, weil... Oder so ein Button, weißt du? Hier... Willst du wieder Leute kloppen? Dann drück diesen Button. Das sollte sich jetzt ein bisschen rein. Nicht den Bottom drücken. Das sollte sich jetzt eigentlich reimen, hat es aber nicht wirklich. Schade. Und dann wären halt die großen Gegner wieder da. Ist jetzt auch nicht weiter schlimm, also dass die jetzt nicht mehr da sind. Ja, mein Gott. Dafür hat er ja jetzt ein neues Biom dazu. Alien-Welt hat er geschrieben. Ach ja, was er auch noch gemacht hat, er hat die XP, die man benötigt, um hochzuleveln, in späteren Leveln, also in den höheren Leveln, keine Ahnung, ich bin Level 50 oder sowas, du kriegst das nirgends angezeigt. Die hat er verringert, sodass man nicht mehr so viel XP braucht, um später dann, also jetzt quasi, ein neues Level zu kriegen. Also ein Level up. Und ja, ist in Ordnung. Die Frage ist halt, was willst du damit? Es gibt kein Achievement, wenn du alle deine Fähigkeiten hochgelevelt hast auf Maximum. Es gibt einfach kein Achievement. Brauchst du einfach nicht. Und deshalb ist voll in Ordnung. Ich meine, ich nehme das jetzt noch mit und ich habe auch so noch ein bisschen, weil ich herumgerannt bin und wollte alle Geheimnisse finden, denn das wiederum gibt ein Achievement. Und das habe ich gemacht. Es ist ja schön und so, aber hätte ich jetzt halt nicht gebraucht. Er hat halt explizit geschrieben, ich muss eins hoch und dann nach rechts. Er hat halt explizit geschrieben, dass das erst bei höheren Leveln so ist. Also nicht von Anfang an, dass du weniger XP brauchst, um Level abzukriegen, sondern in höheren, wenn du ein höheres Level schon hast, brauchst du weniger XP, um das nächste Level zu kommen. Ja. Ich weiß halt auch nicht, wie das ist, ob es da... Warte mal, oh ja, doch, die orange Pflanze, die kann ich gebrauchen. So, ich brauche aber auch diese rosa Pflanze da drüben. Ey, das ist voll cool. Mit voll aufgepowertem Schwert rumzurennen. Ne, Dolchenschwert. Zwei Schläge und die Viecher sind platt. Sehr schön. So, einfach nach rechts gehen. So. Hier sind wir übrigens im Asselwald. Er wäre da nie drauf gekommen, gell? Hier kommst du runter oder was? Okay, dann halt nicht. Der heißt nicht wirklich Asselwald. Ich nenne ihn nur so, weil es da so viele Dinos gibt, weißt du? Ja, vielleicht, weil es da viele Asseln gibt, nenne ich den. Also wirklich, also man kriegt jetzt die XP, also die Level-Ups, die kriege ich ja schon quasi geschenkt. Ja, ich finde, das ist ein bisschen... Nee. Du musst ein paar kleinere Gegner kloppen und dann... Oh. Also, ey, ich beschwere mich da nicht. Oh mein Gott, ich krieg schnelleres Level-Up. Das ist ja kacke. Nee, ist schon in Ordnung.
Hätte ich halt nicht gebraucht. Nehme ich gerne mit. Ist in Ordnung. Kann man machen. Ähnlich wie das, wo ich mich dann ein bisschen beschwere, ist... Moment, ich muss mal ein bisschen was futtern. Ist, dass man, wenn man auf dem Flipper ist, unendlich Luft hat. Weil die haben quasi effektiv... Moment. Diese Fähigkeit hier ausgehebelt. Warum sollte ich die jetzt noch aufpowern, wenn du durch die Luftblasen generell Luft kriegst, wenn du durch diese komischen Blubber, wo du früher noch einen Speedboost gekriegt hast, da kriegst du jetzt auch, nach dem ersten Mikro-Fehlerbehebungsding hat er da auch noch volle Luft gemacht und jetzt hast du noch keinen Luftverbrauch mehr, wenn du auf einem Delfin sitzt, den es recht oft gibt. Ja, das hätte er sich eigentlich sparen können. Der gute Entwickler. Und da drüben ist ein Geheimraum. Auch nichts für mich. So. Aber wie gesagt, das macht das Spiel nicht schlechter. Wir reden hier nicht von Quality of Life Verbesserungen, wie es ein Monster Hunter Wilds macht. Das einfach so viel Quality of Life, ich hasse dieses Wort, durch Monster Hunter hasse ich das. Dass so viel Verbesserungen da rein gemacht hat, dass das Spiel keine Seele mehr hat. Es ist jetzt irgendwie ein Deppenspiel. Nein. Es ist irgendwie... Das, was Monster Hunter ausgemacht hat, war halt, dass es schwer war, dass du dich auf das Spiel einstellen musst, dass du bedenken musst, wenn ich jetzt einen Trank trinke, dann kann ich mich nicht bewegen. So Sachen, das waren kleine Dinger, die haben genervt, so ein bisschen, aber die haben die Seele von Monster Hunter ausgemacht. Und das ist jetzt alles nicht mehr, du kannst alles immer 3-mal machen so und 5-mal, wenn du willst. 10.000 Mal, oh, ich habe gerade einen Trank getrunken, da beam ich mich ins Lager und fülle meinen Trank auf, weil ich Zugriff auf die Kiste habe. Ich lese das schon wieder über Monster Hunter. Ist jetzt auch wieder gut, ne? So, wir sind hier nämlich bei Primal Planet und das ist ein gutes Spiel. So, wo wollen wir hin? Ich muss noch ans Höher. Mach mal, ja, danke. Ich wollte gerade sagen, mach mal wieder die Schnake hier platt. Die nervt. Hier ist es, ne? So. Also siehst du aus, ne? So. Wir hackeln. Oh, schönes Gemälde. Natürlich. Reicht das, wenn ich da hochgehe? Die Dinos alle platt? Ja, es reicht. So, ich muss da hoch. Wir hackeln natürlich die Dinos alle platt. Alles Kleine sowieso. Okay, das wird nix. Mal auf. Also. Da liegt ein Raptor. Den sehe ich von hier. Ist der Geheimraum? Nee. Aber sogar diese kleine Mücke, da gibt es 2 XP. Moment, da oben war ein Säckchen und Gesundheit. Ah, das kann ich gebrauchen. So. Ey, was machst denn du noch hier? Leg dich hin zu deinem Kollegen. So, wo muss ich hin? Ich muss noch weiter hoch. Genau, so. Geht mir jetzt halt besser. Ich habe mich gerade ausgekotzt. Über Monster Hunter. Ach ja. Ich hoffe halt, dass jetzt, wo die Switch 2 draußen ist, dass Capcom hingeht und noch mal kurz ein Patch rausbringt, eine Switch 2 Anpassung. Eine Switch 2 Anpassung für Generations zum Beispiel. Das ist das einzige Monster Hunter, außer wie hieß das andere? Was noch gut war nach World? Rise und Sunbreak. Aber dass Monster Hunter Generations angepasst wird, dass es mit mehr als 30 Frames läuft. Die haben da halt ein Level Cap drauf von 30 Frames. Das ist ein bisschen... könnte besser sein. Und wenn sie das auf 60 machen, dann zocke ich es einfach nochmal. Ja, ich weiß, Emulator und so, könnte ich das auch zocken. Will ich aber nicht. Habe ich keine Lüste drauf. Auf Emulator gefrieben. So. Noch nicht. Aber nervt mich nicht. So, bin ich jetzt zu hoch? Alter, wie ich mich... Sag mal, wieso bin ich denn da nicht einfach nach... Ja, ja, ich merke gerade, ich habe mich jetzt wieder verlaufen. So ein bisschen. Ein bisschen nur. So, jetzt halt weiter hochgehen. Hoch. Oh, ja, da komme ich nicht hoch. Okay, dann gehe ich hier hoch.
hier komme ich hoch. Ihr kleinen grünen Deppen, ihr bleibt, wo ihr seid. Ja, wenn wir jetzt schon mal hier sind, ne, dann gehen wir halt zuerst an das obere Portal. Da wollte ich eigentlich später hin, aber egal. Oh, der ist neu. Der ist neu, den habe ich nämlich schon mal geholt. Sehr schön. Das ändert trotzdem nichts an der Tatsache, dass ich dir das klaue. So, jetzt hätten wir ja alle. Jetzt hätten wir ja alle. Und dann geht's. Blöder Papagei, komm her. Geht's jetzt halt Richtung neues Spiel? Neues Zeug, meine ich. Guck mal da, ein Raptor. 3 Schläge und ein Raptor ist platt, wenn ich mit dem Messer zuhau. Oh, das ist ein Pterosaurier. So, einfach nach unten. Oder? War doch hier. Ja. Abstellt ein bisschen. Ja. Sollen wir da mal durchgehen? Mal gucken, wo wir hinkommen, oder? Vielleicht kommen wir ja weiter nach... Ja, okay. Wir sind ein bisschen weiter nach rechts gekommen, aber jetzt nicht so mega. Was sehen wir denn hier? Ah. Na komm. Wir haben 6 Stück, die brauchen wir. Ist in Ordnung. So. Na, kommst du her? Ey, wirklich, also okay, ich glaube, da hat er ein bisschen übertrieben mit den XP. Du wirst jetzt wirklich hier... Also nicht, du kriegst ja noch genauso viel XP wie vorher, glaube ich. So, wir müssen mehr oder weniger... Naja. Weiß nicht, geh mal oben rum oder unten rum. Guck mal da. Ein Akrodelfin. Und das ist auch Haie. Ich glaube, also die haben ja nichts an den XP geschraubt. Du kriegst ja nicht mehr XP oder so, sondern die Menge, die du brauchst für ein neues Level, die haben sie, oder hat er runtergeschraubt. Also eher der Entwickler. Es ist ein alleiniger Entwickler. So, wo sind wir denn jetzt? Gibt es hier noch irgendwie was Lustiges? Nee, da tauchen wir einfach weiter tiefer, oder? Ich einfach mal so sagen. So, ich weiß halt nicht genau. Da kann ich ruhig noch ein bisschen nach rechts. Ist hier ein Feuerchen? Ja, aber... Ja, aber nein. Also nicht wundern, falls hier jetzt wer zum ersten Mal zugucken sollte. Warum eigentlich? Warum? Warum guckst du jetzt das zu? Dass hier die Karte und so alles aufgedeckt ist. Und ja, was will man denn hier machen? Ja, habe ich alles schon gemacht. Deshalb ist die Karte aufgedeckt. So. Hab ich genug Knochen? Habe ich auch. Halt, blaue Kräuter kann ich gebrauchen, glaube ich. Ja, da habe ich nur. Guck. Da habe ich nur wenig. Werden mir gerade nachher gute Dienste leisten. So. Gibt's hier... Ah ja, guck mal, hier gibt's... Will ich das Portal benutzen? Keine Ahnung, aber wir sind eh schon... Ja... Nee. Wir gehen jetzt direkt dahin. So wie sich das gehört. Wir gehen direkt hin. Wo wir hin müssen. Was macht denn Dunkleosteus hier? 2 Dunkleosteus. Das sind die letzten großen Gegner, die noch hier sind. Also die etwas größeren so, die mittelgroßen, keine Ahnung. Dunkleosteus zum Beispiel gehört dazu. Oh, noch einer. Die, wie gesagt, die ganz großen, also Mosasaurier, holla, der war knapp. Mosasaurier werden wir hier, hier nicht finden, sondern nur die fast größer, so wie Carnotaurus und sowas. Carnotaurier, nennt man die Mehrzahl, Plural von Carnotaurus sind noch da. Dunkleosteus ist noch da. Die Dinosuchus, also diese krokodilartigen Dinger sind noch da. Aber so ein Spinosaurus oder so gibt's halt nimmer. Habe ich alle platt gemacht, gibt's keine mehr. Was halt schade ist.
So, ich muss mich jetzt also einfach nur nach rechts und ein bisschen nach oben. Ich halte mich jetzt halt unten am Boden, weil ich da die Hoffnung habe, dass da, aua, öfters Sauerstoffzeugs auftaucht. Sag mal, du blöder Depp da, hör auf da. Guck mal, jetzt hat er mal einen Bogenfuzzi platt gemacht. Das finde ich nicht gut. Das finde ich gar nicht gut. So, was gibt's hier in dem Säckchen? Ja, jetzt habe ich keinen Fuzzi mehr. Das ist sehr schade. Den Sauerstoff hätte ich mir irgendwie sparen können. Naja. Oh, guck mal, hier gibt es auch noch eine. Ja, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Er hat also im Spiel noch an Stellen, wo sie vorher schon mal aufgetaucht waren. Ein bisschen höher. Oh, nee. Oh, nee, Junge, du nicht. An Stellen, wo vorher schon mal so blaue Batterien waren, hat er einfach noch ein paar hingemacht. Sehr gut. So spart man sich halt wirklich das Suchen, wenn du zum ersten Mal suchst, und halt du kannst mehr Portale aktiviert lassen. So, dann gucken wir mal. Ja, dann müssen wir einfach jetzt nach rechts. Ich glaube, ja, einfach nur nach rechts unten. Gehen wir hin, machen wir einfach. Es gibt jetzt ein bisschen ein langweiliges Ding, weil es gibt nicht viel zu sehen. Das ist hier halt der Abyss. Nicht der Abyss. Der Abyss meine man nicht. Der Abyss hat neben dran gewohnt. Sondern Abyss. Tiefsee, Schluchten, Zeugs. Tiefseeschluchtenzeugs. Geil. Blaue Kräuter. Fähigkeitspunkt gekriegt durch. Das ist nicht. Noch ein blauer Kräuter, her mit dem. Hier jetzt überall diese. Ach, guck mal, das kann ich brauchen. Diese Elektroquallen sind. Es soll auch einen neuen. Aua, hör auf. Orangenschlüssel hier geben. Da gab es ja nur einen auf der Welt, so einen Orangenschlüssel. Und da soll es jetzt wohl mehr geben. So, wo bin ich denn hier? Ja, ich kann euch sagen, wo ich bin. Richtig. Ich muss hier wieder, wie war das, ganz nach rechts, soweit ich weiß. Warte mal. Ja, ganz nach rechts. Aber erst gehen wir einen kleinen Zwischenstopp machen. Und zwar da unten, irgendwo rechts, kann man rein, genau, weil da ist nämlich ein Feuerchen. So, dann werde ich mich erstmal noch hochheilen. Dann werde ich mir eine Lanze bauen, ein paar Schnitzel bauen, ein bisschen Luft bauen. Wie viel habe ich jetzt? Voll, sehr schön. Das ist eh noch alles voll, sehr schön, sehr schön. Jetzt gucke ich mir meine Fähigkeiten an. Ich habe 7 neue Punkte gekriegt. Da könnten wir zum Beispiel, was ich eh machen will, die Geschwindigkeit von mir ein bisschen verbessern. Was haben wir hier? Taucher. Ja, nee, wie gesagt, Taucher ist jetzt nicht mehr so wichtig. Prügelfähigkeit haben wir voll, sehr schön. Lanze würde ich gerne voll machen. Was ist das? Scherbefähigkeit. Ich nutze die halt nicht oft. Also wo du ein Messer werfen kannst. So, die nutze ich halt nicht wirklich oft. Ansonsten haben wir alles hier. Scherbegürtel, also wie viel Wurfmesser man tragen kann. Wie viel Lanzen das man tragen kann. Im Moment 3. Reicht mir vollkommen. Fallen. Ja. Das ist in Ordnung eigentlich. Ich schmeiß halt einfach alle Fallen, die ich stellen kann, alle auf einmal hin, dann rennen sie alle rein, sind sie tot. So, dann freue ich mich. Kostet auch nur 4. Nee, guck hier, ich mache Geschwindigkeit ein bisschen höher. Zack. Oh ja, wir könnten mal gucken. Oh, ich habe ganz den Sino vergessen, den guten. Ja, Energie braucht er nicht. Wenn ein NPC Sino steuert, dann reicht das. Wie gesagt, der Sino kann gespielt werden auch von einem menschlichen Mitspieler. Dann ist das vielleicht Praktiker ist ein Laden praktischer, wenn er mehr Gesundheit hat. Aber ja, Geschwindigkeit, oh. Ist Stärke. Das könnte ich nochmal gucken. Und hier hätten wir auch noch einen schweren Angriffsschaden. Ja, okay. So, haben wir aber irgendwie gut hingekriegt. Komm mal her, wir machen uns noch einen schönen Feuersteher, weil Urmensch braucht Feuer. So, dann würde ich mal sagen, gucke mal hier. Vielen Dank fürs Zugucken. Morgen gehen wir dann in die Tiefen des Weltalls oder so und gucken uns an, was für neue Gegner das es gibt. Okay, danke und
Tschüss. Lasst euch nicht mit Dinos fressen.